Neuer Tag, neue Energie und somit herzlich willkommen beim Daily Orakel fürs Wochenende. Ich bin Madame Mystik und nehme dich heute mit in die Welt der Karten, wie immer mit dem Mystik-Orakel. Es ist ein kollektiver Impuls, was so viel heisst wie nimm mit, was für dich stimmig ist. Schau, was mit dir resoniert und falls du dich nicht angesprochen fühlst, ist das nicht so wild, dann bist du vielleicht beim nächsten Mal dabei. Ich würde mich mega über ein Like, einen Kommentar freuen und ein Abo. Vielen herzlichen Dank für deinen Support. Er ist kostenlos und hilft mir aber sehr fest weiter. Und falls du kein Video mehr verpassen willst, dann aktiviere die Glocke, dann wirst du benachrichtigt, wenn ein neues Video kommt. So, und jetzt schauen wir gerade mal, was hier am Wochenende alles so für Themen kommen. Es sind einige Karten. Wow, ich muss jetzt zuerst mal sortieren. So. Ja, jetzt wird es noch runterfallen. Wunderbar. Also, es ist schon Wahnsinn. Leute. Die Liebe, Partnerschaft und Freundschaft. Also alles, was mit Verbindungen zu tun hat, darf das Wochenende sehr in den Vordergrund rücken. Und zwar, Liebe heisst natürlich alle emotionalen Verbindungen, sei es natürlich, wo einem das Herz grösser schlägt. Das muss nicht nur in partnerschaftlichen Beziehungen sein, sondern auch in zwischenmenschlichen Beziehungen. Eine gute Freundin liebt man ja auch oder einen guten Freund. Das Thema ist sehr im Vordergrund. Und vor allem, ganz wichtig, bei der Partnerschaftskarte, der Ring steht halt eben nicht nur für Ehe und Beziehungen, sondern auch für die Verträge. Also das heisst, das Wochenende mal gut unter die Lupe nehmen, wo habe ich vielleicht einen Vertrag? Und das muss jetzt kein physischer Vertrag sein. Kann natürlich auch sein, dass man vielleicht auch über das Wochenende einmal so ein bisschen Verbindungen mit Jobs, ich meine, dort unterschreibt man auch einen Vertrag, oder zum Beispiel einen Mietvertrag oder was auch immer genau unter die Lupe nimmt. Oder, ganz wichtig, welche Seelenverträge hast du vielleicht noch? Bist du dir dessen bewusst? Verträge sind immer bindend und oftmals nehmen wir ganz viele Verträge aus vergänglichen Leben und wie auch immer mit. Und Verträge sind nicht unbedingt etwas Schriftliches, sondern es kann auch ein Versprechen sein. Wenn man etwas verspricht, dann ist ja das auch bindend. Ja, nimm das genau unter die Lupe. Ich finde immer das Wording sehr, sehr speziell bei Versprechen. Man verspricht sich. Hat sehr eine niederschwingende Frequenz. So, also, nimm auch das ganz gut unter die Lupe. Weil wir haben die Erkenntnis und die Reinigung drin. Und für die einen ist es sicher wichtig, dass sie nämlich ganz, ganz gut mit sich selber in Verbindung kommen und ihre Seelenverträge vielleicht auch noch anschauen, wo man schon lange mal noch ins Jenseits boxen, wo man auflösen darf. Für die einen unbekannte Verträge, für die einen bekannte Verträge, wo man vielleicht das Gefühl hat, oh, das habe ich schon lange aufgelöst, aber sie sind immer noch bindend. Dann wird es Zeit zum Auflösen. Und da haben wir die Erkenntnis drin. Also, das kann sein, dass du zum Beispiel gerade über Träume oder wenn du explizit eine Seelenreise machst, in Form von Meditation, whatever, du dort wirklich kannst eine Erkenntnis bekommen, wo vielleicht noch alte Verträge drin liegen. Alte Bindungen, die einfach nicht mehr dienlich sind. Und ich erwähne auch, es kann sowohl sein Seelenverträge wie zwischenmenschliche Verbindungen oder halt eben auch physische Verträge, die man mal unterschrieben hat. Schau das genau an. Und ganz fest der Intuition folgen.
Ich sage es immer wieder, auch wenn wir einen Pfupf daran glauben, wir sind immer geführt. Und wir kommen immer Impuls über. Genau. Also wir sind alle irgendwo bei Hogwarts dabei, auch wenn wir nicht daran glauben, wenn wir es jetzt mal so ganz lustig benennen. Genau. Weil dort darf etwas shiften, wir haben hier Umzug und Anima. Dort darf etwas komplett shiften. Der Umzug steht natürlich logischerweise für den Umzug, falls bei dir genau ein Vertrag auch ist wegen Mietvertrag oder plötzlich ein Kaufvertrag, wo man jetzt für ein Haus will unterschreiben, whatever. Schau einfach den Vertrag ganz gut an. Oder du machst einen neuen Handy-Abo-Vertrag. Einfach gut anschauen. Genau. Aber es geht darum, dass man dort auch etwas shiftet. Und dass vor allem die Seelenverträge haben, die noch irgendwie mitschwingen, dass man die wirklich nochmal gut anschaut. Geh in die Meditation, mach Me-Time, mach etwas. Und Meditation oder Seelenreisen sind nicht für jeden etwas. Die einen hören Musik, ich bin zum Beispiel so, spezielle Musik, und dann kann ich in eine gewisse Frequenz kommen. Ich muss dann nicht irgendwie herliegen und machen da, sondern dann gehe ich so auf die Reise. Vielleicht willst du das auch mal so ausprobieren, aber es ist sicher sinnvoll, wenn man das Wochenende wirklich die Zeit nimmt, um gewisse Deep Divings zu machen. Und du wirst daran hergeführt, weil in der Erkenntnis drin ist. Es ist schon fast wie ein Blitzschlag. Wenn es kommt, dann kommt es. Dann kommt die Erkenntnis und es ist wie ein Blitzschlag. So. Für die einen ganz wichtig, mit der Anima-Karte, die Hexenwunde. Die Hexenwunde, ich sage es nochmal. Die Hexenwunde. Und zwar, nimm genau unter die Lupe, falls so eine Wunde rum ist. Bekannt ist sie halt als Hexenwunde, aber die einen haben keine Ahnung, eine Ahnenwunde, was auch immer. Nimm das genau unter die Lupe. Da will noch etwas angeschaut werden. Weil da geht es um viel weibliche Kraft, die gechanged werden darf. Vor allem für die, die sehr Mühe haben zum Empfangen im Leben. Also empfangen, das heisst, sie sind immer nur im Kampf. Sie sind immer nur am Tun. Sie sind immer nur am Umsetzen. Es ist ein ständiger Kraftakt. Und man hat das Gefühl, es kommt nie etwas Gutes auf mich zu. Ja? Schau mal deine Weiblichkeit genau an. Wie gehst du mit deiner Weiblichkeit, mit dem Empfangen um? Und bist du Königin oder König von deinem eigenen Leben? Regentin? Oder bist du vielleicht immer noch verstrickt in alten Strukturen, wo du einfach eine Schachfigur bist? Dann wird es Zeit, dass du endlich Überhand bekommst von deinem eigenen Lebensspielbrett, wo du bestimmst, welcher Schachzug das gemacht wird. Ja, sehr eine kryptische Botschaft. Du wirst wissen, was das für dich bedeutet. Ich möchte aber gleich noch eine Botschaft dazu suchen, was jetzt wichtig ist. Das Unterbewusstsein und der Herr. Also tauch in die Tiefen deines Unterbewusstseins, und das Unterbewusstsein, das ist nicht nur einfach, ich sage jetzt die verstaubten Themen, die darunter liegen, sondern wenn man ganz tief dort reintaucht, dann kann man zurückgehen von der Nahrungskette. Ganz weit zurück. Und es geht vor allem darum, mal zu schauen, wie haushaltest du mit deiner männlichen Energie?
Bist du immer nur in der männlichen Energie? Wo ist das Empfangende? Da wären wir wieder bei dem. Change. Es darf etwas umziehen. Umzug. Change. Vielleicht einmal auch die Ahnenlinie anschauen, der Umgang, Männer, wie sie mit den Frauen umgegangen sind, was hast du vielleicht übernommen? Klassisches Beispiel, wir übernehmen sehr, sehr gern das Modell von unseren Eltern, wie sie miteinander umgegangen sind. Wenn der Vater vielleicht nicht so liebevoll umgegangen ist, dann übernehmen wir das auch und gehen auch dann mit uns selber nicht liebevoll um. Du wirst wissen, was sich dahinter verbirgt. Sehr eine spannende Botschaft. Also es geht wirklich darum, physische Verträge genau unter die Lupe zu nehmen. Ganz wichtig. So viele Karten, das ist wow. Physische Verträge, wie aber auch Seelenverträge und alte Scheiß aus vergangenen Leben oder aus dem Leben, wo immer noch hinten neu hängen. Es geht wirklich darum, einen grossen Heilungspunkt reinzubringen. Sehr ein grosser Heilungspunkt. Etwas, das man schon lange mit sich herumzieht. Ja, da haben wir es nochmal. Verwicklungen und die Arbeit. Immer nur am Tun, immer nur das Leben so gefühlt, immer ein Kampf, nichts passiert mir gut. Und wenn einmal etwas kommt, kann ich es nicht annehmen, weil einfach, ich sage jetzt genau, die Energie vom Empfangen nicht aktiviert ist. Dann kann das Beste und das Grösste vor dir stehen. Wenn dort die linke Seite ist noch ganz wichtig, des Körpers, das ist die Seite des Annehmens. Wenn das blockiert ist, dann kann alles dort stehen, man kann es nicht annehmen. Aber das hat damit zu tun, weil dort noch blockierende Energie drin ist. Verwicklungen, alte Verstrickungen oder halt eben alte Verträge, Versprechungen. Die dürfen jetzt angeschaut werden. Und vielleicht merkst du es sogar. Vielleicht merkst du es sogar körperlich, dass immer auf der linken Seite hast all irgendetwas. Also vor allem Hände ist ganz wichtig. Die linke Hand, wenn dort alle Entzündungen oder der Finger tut weh und Schulter, und es strahlt aus, et voilà. Der Körper ist sehr intelligent. Wenn wir seelischen Ballast haben und der Ballast nicht transformieren können, und der Ballast, der nimmt ja immer wieder zu. Durch den Alltag, wo wir meistern, kommt wieder eine neue Problematik dazu und es häuft sich und irgendwann kann das Ziel nicht mehr tragen. So, et voilà, das Ziel ist clever, es überträgt es auf den Körper. Sehr clever, warum? Weil geteiltes Leid ist halbes Leid. Irgendwann kann das Ziel nicht mehr tragen, also überträgt es sich auf den Körper. Und das sind immer Hinweise. Gerade wenn du auf der linken Seite von deinem Körper immer wieder Themen hast, nimm die unter die Lupe. Dann ist nämlich genau die Seite des Empfangens von dieser wunderbaren Königin, von dem weiblichen Prinzip, ist blockiert. So. Die Gedanken und die Nachricht. Also, auch dort ganz, ganz wichtig, nicht zu fest alles zerdenken und irgendwie zu analysieren wie Sherlock Holmes. Es ist cool, ich weiss, gefällt mir auch mega, ich tue gerne alles abeinander hacken und Detektiv spielen und so. Braucht es manchmal auch, aber bitte dosiert, weil sonst ist man nur dort oben
Und hier in diesem Prozess, ich muss Karten suchen, wir haben so viele Karten hier. In diesem Prozess geht es vor allem ganz fest um Emotionen. Es geht nicht darum, der Prozess, wenn man in das Unterbewusstsein geht und vielleicht noch alte Verträge auflöst oder was auch immer, mit dem Kopf dahinter zu gehen. Vor allem, wenn es um Seelenverträge geht. Das ist jenseits von Rationalität. Also, nicht zu fest in den Gedanken bleiben, klar mal darüber sinnieren, das ist alles gut und recht, aber bitte ganz fest mit den Emotionen arbeiten, mit der Seelenfrequenz arbeiten, weil dann wird man geführt, dann kommen auch Botschaften, dann kommen Nachrichten. Die Taube, die Vögel, ja, es ist wie Flugpost, von oben, von der Seite oder wie auch immer, vom geistigen Team. Die unterstützen einen, aber die Botschaft, die können noch kommen, wenn man nicht in der Rationalität ist, weil rational kann man die Botschaften nicht wahrnehmen. Darum bleibt dort wirklich im Gefühl, in der Liebe, in den Emotionen, weil dann können die Botschaften auch zu dir flattern und dich genau in dem Prozess unterstützen. Ja, und zum Schluss, Magie gehört geteilt und darum schick doch das Video weiter für jemanden, der genau den Impuls braucht und sei der magische Reminder für diese Person. Und somit wünsche ich dir ganz ein gutes Wochenende und bis zum nächsten Mal.